Ihr habt alle so einen Stein bekommen. Beim Eingang. Gibt es irgendwelche Geologen unter uns? Oder Leute, die sich mit Geologie auskennen, immerhin? Okay, wir haben schon mal eine tiefe Erkenntnis. Jemand hat gesagt, ich weiss, dass es ein Stein ist. Nicht schlecht. Das ist ein Anfang. Wenn ihr das jetzt so anschaut, gibt es irgendjemanden, der ein bisschen mehr beobachten oder ein bisschen mehr sagen zu dem Stein, den ihr hier in der Hand habt? Getraut sich jemand, zum mal raten, um was es sich da handelt, was ihr da bekommen habt beim Eingang? Quarz habe ich gehört. Was noch? Eisenerz. Granat, okay, es wird besser. Granat war schon ein bisschen näher gewesen. Okay, da hinten hat es noch mal jemand. Okay, millionenfach geschliffen worden. Ich nehme mal an, ich weiss nicht, ob ihr auch so eine kubische Form habt wie ich. Das ist ziemlich sicher maschinell passiert. Gibt es sonst noch jemanden, der jetzt so den letzten Guess hat und kann sagen, jawohl, um das handelt es sich bei dem Stein? Ein Hämatit. Da hört jetzt mein Geologiekenntnis auf. Aber bevor ich mich da noch mehr bloßstellen muss, tue ich euch verraten, um was es sich handelt, was ihr da in eurer Hand habt. Das ist ein Rohedelstein, nämlich genauer gesagt ein Saphir, den ihr da in der Hand habt. Genau. Ihr seid alle reich, ihr habt so eben ein Stückchen Saphir in eurer Hand. Und Saphire werden eigentlich auf der ganzen Welt abgebaut. Aber es gibt eine Region, wo sie ganz besonders viel abgebaut wird und wo man ganz besonders viel findet. Nämlich ist das in Sri Lanka. Werden die Saphire abgebaut. Normalerweise die typische Farbe ist so ein dunkelblau, ganz ein dunkles Blau. Kann aber auch rot oder weiß oder gelb sein. Die typischste Farbe, vor allem die in Sri Lanka abgebaut werden, haben so ein schönes, tiefes Blau. Jetzt hat es einen Bauer in Sri Lanka, in Ratnapura, in dieser Region hat er gelebt. Und der gute Mann hat in seinem Garten angefangen, einen Brunnen zu bauen. Ich nehme an, ihr wisst jetzt alle, auf was es so ein bisschen rauslaufen, die Geschichte, oder? Er ist mit einem Bagger gekommen, hat angefangen, ein Loch zu graben, hat Wasser gefunden und dann hat er einen Brunnen gehabt. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Nein, natürlich nicht. Der Mann hat natürlich, wie wir das alle annehmen, er hat einen riesengroßen Saphir gefunden bei sich im Garten, kein Witz. Die Geschichte ist vor ein paar Jahren passiert und er hat einen Saphir aus seinem Garten rausgeholt, der ganze, sage und schreibe, 310 Kilo schwer ist. Das ist der grösste je gefundene Saphir. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So sieht der Klunker aus. Stell dir mal vor, du müsstest das um den Hals tragen, gell? Das ist mal noch ein Edelstein, gell? Das sind, ich habe mir das aufgeschrieben, es sind ganze 1,6 Millionen Karat. Der Diamant. Ich weiss nicht, wieso dass es die Maßeinheit Karat braucht. Für mich tut es Kilo, aber anyways, für alle, die in Edelstein sich mit dem beschäftigen, das ist 1,6 Millionen Karat schwerer Klunker. Der Klunker hat nach Schätzungen 100 Millionen Franken wert. Ich würde sagen, das ist mal ein glücklicher Bauer. Der Brunnen hat sich definitiv gelohnt. Und du hast jetzt auch in deinem Besitz ein Stückchen Saphir. Zugegebenermaßen nicht in der gleichen Qualität wie der Stein, auch nicht in der ganz gleichen Preisklasse wie der Stein, aber du besitzt jetzt ein bisschen Saphir. Der Stein heißt übrigens Queen of Asia. Das ist ein treffender Name für so einen wertvollen Stein. Und auch in der Bibel kommt der Saphir als Stein kommt in der Bibel vor. Und ich möchte ganz kurz mit euch hineinschauen in die Bibel, wo das dann Saphire überall vorkommen in der Bibel. Und das erste sehr prominente Beispiel ist im Choschen. Das Choschen ist die Brustplatte, die der Hohepriester trägt.
Die sich ein bisschen auskennen mit dieser formalen Kleidung vom Hohepriester. Er hat eine Brustplatte mit 12 wertvollen Steinen auf seiner Brust, auf seinem Herz soll er das tragen. Und das symbolisiert die 12 Stämme. So sieht das so aus. So muss man sich das vorstellen. Er hat das dann so mit an allen Enden mit 4 Ketten angemacht auf seiner Brust. Vorne dran trägt er das. Und jeder Stein dort drinnen in diesem Koschen repräsentiert einen Stamm vom Volk Israel. Der Saphir ist in der zweiten Reihe in der Mitte, also das ist der Stein da, das ist der Saphir. Das steht für den Stamm Simeon. Also ihr alle Simeons, ihr seid Saphire, he? Crazy stuff. Ihr habt den Stein Saphir für euch. He? Nicht schlecht, hast du das gewusst, Simeon, dass du der Saphir bist? Siehst, jetzt hast du etwas gelernt heute Morgen. Du bist repräsentiert. Dein ganzer Stamm, alle Simeons sind repräsentiert mit dem Stein Saphir. Natürlich sind das die wertvollsten Steine gewesen, weil das Volk Israel ist so wertvoll zu Gott und der Hohepriester soll das auf seinem Herz tragen. Das repräsentiert Wert und ganz viel Symbolik dort drin. Wir lesen zum Beispiel im Hiob 28, Vers 6, dort wird der Stein als Wert braucht. Im Hiob 28, Vers 6, Vers 15 bis 16 schreibt der Hiob über Weisheit. Und er sagt über die Weisheit, sie, also die Weisheit, ist unbezahlbar, mit Gold und Silber nicht aufzuwiegen. Man kann sie weder mit Feingold kaufen, noch mit kostbarem Onyx oder Saphir. Also dort wird Weisheit als wertvoll bezeichnet, indem dass Hiob etwas vom Wertvollsten, was es überhaupt so gibt, aufzählt, nämlich ein Stein, der Saphir, der dort bekannt war. Man hat auch Saphir kommt in der Bibel auch als Wert vor, in ganz vielen Gottesvisionen. Wir können lesen, zum Beispiel im Prophet Hesekiel, er beschreibt die Begegnung, die er hat mit der Herrlichkeit Gottes. In seiner Vision beschreibt er, wie er in den Thronsaal Gottes reinkommt. Und er beschreibt das mit folgendem Wort, Hesekiel 1, 26 bis 28. Oberhalb des Gewölbes über ihren Köpfen bemerkte ich so etwas wie einen Thron, der aus Saphir zu sein schien. Darauf saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Es war die Erscheinung des Herrn in seiner Herrlichkeit. Bei ihrem Anblick fiel ich nieder und berührte mit meinem Gesicht den Boden. Dann hörte ich eine Stimme. Der Hesekiel beschreibt, wie er in die Gegenwart Gottes hineinkommt, wie er in sprichwörtlichen Thronsaal Gottes hineinläuft und er sieht in seiner Vision den Thron Gottes, dort wo Gott sitzt und er sagt, das war wie aus Saphir. Das ist ein Wort, das er da braucht, um zu beschreiben, unermesslichen Wert, den er da zum Ausdruck bringt. Das ist unglaublich schön und klar und rein gewesen und so kostbar. Und so geht es auch weiter. In der Offenbarung wird das Bild dann wieder aufgenommen. Von dem kostbaren Stein. Wir lesen, dass die Stadt Jerusalem gegründet ist auf Fundament. Und zwar nicht irgendwelchem Fundament, sondern eben auf dem Fundament von Edelstein. Offenbarung 21, Vers 19. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir. Und so geht es weiter und so fort. Und da werden noch ganz viele Edelsteine aufgezählt, auf dem die Stadt Jerusalem, das Neue, das, was Gott wird schaffen und wo wir mal eines Tages dürfen in Ewigkeit sein, ist auf einem Fundament gegründet, wo unendlich wertvoll ist. Also immer, wenn in der Bibel die Rede ist von Saphir, dann braucht die Bibel das als Ausdruck, als Wort von unendlichem Wert. Das ist extrem wertvoll. Also hey, was du da in deiner Hand hast, ist extrem wertvoll. Nach Bibelbegriff ist das unglaublich wertvoll. Und ich möchte heute am Morgen in meiner Predigt über einen Schatz reden. Ein Schatz, wo nicht ist wie die Stein, sondern ein Schatz, wo ich absolut überzeugt bin, extrem viel wertvoller ist als alle Edelsteine kombiniert auf dieser Welt. Heute Morgen möchte ich über einen Schatz reden. Und zwar
wird es ein bisschen klarer, wenn wir das Wort Saphir mal ein bisschen genauer anschauen. Ich hätte ja euch irgendeinen Kristall können nehmen. Das war jetzt übrigens nicht der billigste gewesen. Darum ist der Saphir. Nein, das hat eine Bedeutung, einen Grund, wieso dass ich heute Morgen den Saphir euch gegeben habe. Weil der Saphir basiert auf einem althebräischen Wort. Das Wort ist Saphar. Und das Wort bedeutet gesprochen, erzählt, geredet. Also heute Morgen will ich über gesprochene Schätze predigen, die sind wie Saphire, wertvoll in ihrer Bedeutung. Heute geht es um gesprochene Schätze. Sind ihr ready für die Predigt? Come on, komm, dann bete ich und dann steigen wir gerade ein und tun die Schätze miteinander ausgraben und entdecken. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du da bist, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen und dass du uns heute Morgen willst reich beschenken. Ich danke dir für deine Führung und für dein Reden heute Morgen, dass wir darauf vertrauen, dass dein Geist aktiv, lebendig und am Wirken ist mitten unter uns. Dass du heute Morgen, wie du das gesagt hast in Ezekiel 36, du willst dein Gebot neu auf unsere Herzen draufschreiben. Dass der Schatz von deinem Wort neu darf in unser Leben hineinkommen und auf unsere Herzen geschrieben werden. Ich bitte dich, dass du jetzt wirkst und alle, die einverstanden sind mit mir, dürfen zusammen sagen, Amen. Amen. Um gesprochene Schätze soll es heute Morgen gehen. Wir möchten gerade die Bibelstelle aus dem Psalm 119, 162 aufschlagen. Und dort schreibt der Psalmist, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute gemacht hat. Der Psalmist beschreibt das Wort Gottes, was Gott sagt, wie ein reicher Schatz. Das ist jemand wie gerade so eben der Bauer, der in seinem Garten gegraben hat und plötzlich 100 Millionen schwere Steine gefunden hat. Einen Schatz entdeckt hat, eine reiche Beute gemacht. So sagt der Psalmist, ist das Wort Gottes. Das gesprochene Wort Gottes, Saphar, was Gott redet und sagt zu uns, ist von unglaublichem Wert. Übertrifft jeden Stein auf dieser Erde, ist im Wert nicht zu fassen, was Gott zu uns redet. Und ich meine mit dem nicht nur die Bibel allein. Die Bibel ist Wort Gottes, aber Gott redet heute noch. Er redet zu dir und er redet zu mir persönlich. Er sucht dich und mich und sein Geist redet mit uns. Tut sein Wort in uns hineinlegen. Und was er sagt, ist wie ein Schatz, wo du deinen Wert nicht fassen kannst. Wenn Gott redet, passieren Sachen. Zum Beispiel, ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Matthäus 4, Vers 4 ist Jesus in der Wüste. Er war 40 Tage am Fasten. Ich weiss nicht, wie man das macht in der Wüste, aber hey, Jesus hat es gemacht. 40 Tage lang gefastet in der Wüste. Und jetzt kommt der Teufel und probiert, Jesus zu versuchen und sagt, hey, wieso nimmst denn du nicht Steine und verwandelst sie in Brot? Du könntest das ja easy machen und dann kannst du deinen Hunger stillen. Easy für dich, Jesus, oder? Du bist ja schlussendlich der Sohn Gottes, oder? Mach doch jetzt einfach das Wunder und ernähr dich selber. Und Jesus sagt dort als Antwort ein Zitat aus der Bibel, und zwar steht dort, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was Gott sagt, was er redet, ist wertvoll, wie ein Saphir. Das gesprochene Wort Gottes ist unglaublich wertvoll. Und ich habe mir das überlegt, ob ich das wirklich so sagen kann, aber ich kann das wirklich so sagen, ich habe lieber das Wort Gottes in meinem Leben als der wertvollste Saphir auf dieser Welt. Ich würde nicht tauschen für den Klunker, wo der andere Bauer in seinem Garten gefunden hat. Die 100 Millionen wiegen nicht auf, was Gott zu mir in meinem Leben redet und sagt, das kannst du nicht in Wert fassen. Wieso? Jetzt ernsthaft, Micha, sagst du das tatsächlich? Bist du dir sicher, dass du lieber das Reden Gottes in deinem Leben hättest als ein 100 Millionen Klunker? Ernsthaft? Ich habe mir das überlegt. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen, ich glaube das tatsächlich will. Weißt du, was gibt mir das Reden Gottes? Weißt du, was bedeutet das in meinem Leben? Das gibt mir einen Sinn im Leben. 100 Millionen machen mich zu einem reichen Mann. Gottes Wort macht mich zu einem Mann mit Sinn im Leben.
Gottes Wort gibt mir eine Identität. Es sagt zu mir, wer ich bin. Ich bin errettet, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes. Keine 100 Millionen Franken von dieser Welt könnten das je machen für dich. Das Wort Gottes ist so unglaublich wertvoll. Es ist ein Fundament. Wir haben schon gehört, hey, das neue Reich Gottes, seine neue Welt, seine neue Schöpfung steht auf einem Fundament von Edelstein. Das ist so unglaublich wertvoll. Was er mir gibt, der Wert von seinem Wort, wenn ich das auslebe, ist das ein Fundament in meinem Leben, wo kein Geld von dieser Welt je könnte aufwiegen. Wisst ihr, was ich meine? Die gelebten Werte, die wir haben in der Bibel, was Jesus gelehrt und gesagt hat, hey, ohne das, was wäre ich da? Es gibt mir einen Schatz. Sein Wort ist mein Schatz, ist wertvoll, ist reich. Und fast noch am wichtigsten, es gibt mir eine Ewigkeit. Beim Gott im Himmel. Verstehst du, sein Wort ist so unglaublich mächtig, dass wo er am Anfang geredet hat, ist überhaupt der erste Stein entstanden. Dass wir heute einen Kristall überhaupt haben, ist ein Volk von Gottes Reden. Es steht in der Bibel, hey, am Anfang hat Gott gesagt, es werde Licht. Und weißt du, was ist passiert? Licht ist passiert, weil Gott geredet hat. Sein Wort ist so mächtig. Und er hat gesagt, hey, Erde, erheb dich aus dem Wasser, komm zum Wasser raus. Und weil Gott das gesagt hat, weil er redet, entstehen überhaupt erst Kristall. Und das sind wir Menschen. Und wir sind am Debattieren, was hat echt mehr Wert? Ein Stein, oder? Wo nicht einmal um den Hals kannst tragen, weil es unbequem wäre. Oder das Wort Gottes, wo überhaupt erst einen Stein bewirkt hat. Ja, natürlich ist es das Wort Gottes, wo mehr Wert hat. Und so bin ich absolut überzeugt, einer der grössten Schätze, die es überhaupt gibt, für dich und mich, ist das gesprochene Wort Gottes in unserem Leben drinnen. Ist es nicht faszinierend, was für ein unermesslicher Reichtum du und ich dürfen haben heute Morgen? Amen, oder? Danke. Wort Gottes gibt uns Leben, Identität, Fundament, Schatz und Ewigkeit. Wie willst du das mit Geld aufwiegen? Wir haben am Freitag Filmpremiere geschaut, Kino von Philipp Mickenbecker. Und in diesem Film wird eines gesagt, dass er am Schluss ein todkranker Mensch war, der sehr viel Berühmtheit erlangt hat, dank einem YouTube-Channel, den er gemacht hat. Und er ist dann am Schluss so ganz viel eingeladen worden für jenste Talkshows und im Fernsehen ist er mehrmals interviewt worden, weil seine Geschichte hat bewegt und hat fasziniert. Und in dieser Dokumentation, die wir schauen konnten, hat jemand gesagt, ja, der Philipp hat all seine Einkünfte, die er bekommen hat er gespendet. Da habe ich gedacht, ja, ist logisch. Klar spendet er das. Er weiss, gut, sein Leben geht zu Ende. Der Arzt hat ihm gesagt, noch 2 Monate. 2 Wochen bis 2 Monate ist deine Lebenserwartung. Wir können es nicht so genau sagen. Es ist klar, er wird sterben. Ja, logisch, gibt er all das, was er verdient, weg. Weil was hat das für einen Wert? Schlussendlich, was hat es für einen Wert, wenn wir am Ende vom Lebens stehen? Hey, was willst du lieber haben? Das Wort Gottes in deinem Leben oder ein Stein, gell? Ja, der Stein hilft dir nicht so mega viel, weil wenn du in die Ewigkeit gehst, hey, die Ewigkeit ist unten dran, hat es die Steine. Das ist das Fundament von deinem neuen Zuhause. Die musst du nicht mitbringen, die sind schon dort. Der Wert von dem Wort, wo Gott redet, kannst du fast nicht erfassen. Aber jetzt kommt nochmal eine Stufe besser. Sind wir ready für die nächste Stufe? Ja? Okay, also dann gehen wir miteinander weiter in der Bibel und zwar machen wir auf Epheser 4, Vers 29. Im Epheser 4, Vers 29 steht Folgendes. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Wow, wir haben nicht nur den Schatz vom Wort Gottes in unserem Leben, sondern es geht noch weiter. Du und ich können Schätze aussprechen über andere Menschen. Saphir, Gerät, Wort gesprochen, bedeutet, wenn wir Wort vom Leben sprechen, ist das, als würden wir anderen Menschen kostbare Diamanten und Edelsteine überreichen. Ist das nicht krass, dass du und ich die Möglichkeit haben, Schätze
weiterzugeben. Falls sich das jetzt noch nicht so aus den Socken haut, ich habe noch die neue Genfer Übersetzung für dich. Dort ist es fast noch ein bisschen krasser formuliert. Die gleiche Stelle aus der neuen Genfer Übersetzung liest sich wie folgendes. Kein böses oder unnützes, faules Wort darf über eure Lippen kommen. Also es ist nicht nur ein Privileg, dass du darfst, Schätze weitergeben, sondern es ist sogar eine Aufforderung, dass alles, was du sagst, was aus deinem Mund daraus rauskommt, soll sein, als würdest du jemandem reiche Schätze geben. Nichts Schlechtes soll über deine Lippen kommen, sondern das, was auferbaut, das, was Gnade bringt, soll aus unserem Mund daraus rausfließen. Jetzt schnell Reality-Check, du musst schnell über die letzte Woche nachdenken. Ja, ich habe es schon gehört. Das eine oder andere ist da durch den Umgang. Gell? Überleg dir mal, wie viel Schätze hast du verteilt in den letzten Wochen? Wie viel auf Erbauendes, Wertvolles ist aus deinem Mund daraus rausgeflossen zu anderen Menschen? Falls du jetzt denkst, okay, Michael, was du da sagst oder was die Bibel da sagt, ist ja völlig unrealistisch, oder? Wie soll jedes Wort, das aus meinem Mund rauskommt, sagen bringen? Ich kann doch das nicht. Dann welcome to the club zuerst mal. Wenn wir nämlich alle ehrlich sind, sind wir doch alle ein bisschen dort, dass nicht jedes Wort, das wir sagen, auferbauend und ist, als würden wir gerade einen Saphir unserem Nächsten überreichen. So, manchmal ist es auch eher ein Robidog-Säckchen, das wir da überreichen. Aber jedes Wort, das aus unserem Mund rauskommt, soll sein, als würden wir unseren Nächsten reich beschenken. Wie bitte soll das gehen? Die Antwort finden wir natürlich im Wort Gottes. Das ist ja der Schatz, den wir drin graben und den wir entdecken können und den wir können, ausheben und anwenden in unserem Leben. Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen aus Lukas 6, Vers 45. Die Stelle ist sehr interessant. Dort sagt Jesus Folgendes. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Das griechische Wort, das dort gebraucht wird, ist, was für einen Schatz er hat in seinem Herz. Also das ist das Wort Schatz, das dort gebraucht ist. Das Gute, was er hat in seinem Herz, ist, was er für einen Schatz hat in seinem Herz drinnen. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wow, ist das nicht wahr? Ist das nicht einfach krass, wie gut, dass Jesus es da auf den Punkt bringt? Was in unserem Herz drinnen ist, was wir behalten in unserer persönlichen Schatzkammer drinnen, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, sieht niemand, weiss niemand, ist nicht so mega offensichtlich für die anderen. Glaub mir, es ist wahr, dass was wir in unserem Herz drinnen haben, von dem geht das Maul über. Wenn du jetzt musst reflektieren und feststellen, okay, mein Maul redet jetzt nicht nur von Schätzen, vielleicht ist es für dich und mich hilfreich, weil da müssen wir einfach uns alle einschliessen. Lass uns unsere Schatzkammer füllen mit Wort und mit Wert, was soll aus unserem Mund rausfließen. Das Herz im hebräischen Bild, wo Jesus davor redet, ist ja nicht einfach nur so ein Organ, das Blut pumpt, sondern Herz bedeutet den Mittelpunkt, den Inhalt von deinem Leben. Im Herz drin sind deine Gefühle, sind deine Emotionen, sind deine Träume, deine Gedanken. Das ist in der Bibel, wenn die Bibel von Herz redet, dann meint es den Mittelpunkt vom Leben. Was du dort reinlässt, das wird aus deinem Mund daraus rausfließen. Wenn du jetzt merkst, in der Reflexion von der letzten Woche, da ist jetzt nicht so mega viel Schatz geflossen. Hey, vielleicht ist es dran, dass du schaust, was du dort reinlässt. Vielleicht ist deine Challenge jetzt für die nächste Woche, um dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was ist eigentlich so in meiner Herzensschatzkammer so alles drin? Und wenn es nicht so viel Gutes ist, was rausfließt, hey, darf ich dich ermutigen, nicht verurteilend, aber ermutigend. Überleg dir mal, wann lässt du was für Schätze oder für Wort in dein Herz rein? Weil unser Auftrag ist, kein böses oder unnützes, faules Wort darf über eure Lippen kommen, sondern was wir reden, soll sein, als würden wir unseren Nächsten mit reichen Schätzen, mit Kristall und Diamanten überhäufen und bereichern. Und so möchte ich dich und mich herausfordern für die nächste Zeit. Lass uns Menschen sein, die blödsinnig Schätze verteilen.
So richtig ohne Grenzen, ohne Restriktion, einfach Schätze weggeben und verteilen. Du und ich, wir können Saphire, gesprochene Worte, gesprochene Schätze unserem Nächsten weitergeben. Wir haben es bekommen, wir haben es. Unser Fundament ist Gottes Wort. Unser Leben gründet auf dem. Und wenn dein Herz voll ist von dem, dann kannst du in deinem Alltag, wo du jetzt reingehst, in die nächste Woche, wo auch immer du unterwegs bist, kannst du reiche Schätze anfangen zu verteilen. Du kannst Wort vom Segen sprechen über deinen Nächsten. Hey, wie wertvoll ist das, wenn du Segen über deinen Nächsten aussprechen, über deine Kinder. Sie segnen im Namen Gottes. Gutes deinem Nächsten zusprechen. Segen, nicht Fluch, kannst du aussprechen. Was ist das für ein unermesslicher Schatz? Du darfst ein Wort von der Ermutigung weitergeben. Das kann sein wie Kristall, das du bekommst. Ich habe 2-3 Mal in meinem Leben ganz spezifisch prophetische Worte zu mir gesprochen bekommen. Ich sage euch, das sind Schätze in meinem Herz. Die sind so wertvoll, ohne das könnte ich meinen Dienst gar nicht tun. Die Zusprache Gottes. Du hast die Möglichkeit, deinem Nächsten ein Geschenk zu machen, das kostbarer ist als jeder Saphir. Du kannst ihm Ermutigung zusprechen, du kannst Segen zusprechen, du kannst Stärkung zusprechen, Mut in deinen Nächsten hineingeben. Hey, einfach ein Wort, das sagt, hey, du schaffst das schon. Gott ist mit dir. Kann sein wie ein wertvoller Schatz, den du soeben verteilt und weitergegeben hast. Und der nächste finde ich ganz cool. Vergebung. Du kannst Vergebung sprechen. Ist das nicht ein mega genialer Schatz, den du einfach weitergeben kannst? Das kostet dich nicht einmal physisch etwas, sondern du kannst den Schatz von der Vergebung weitergeben. Und mir ist das Bild gekommen, wie viele Menschen sich mit der Frage auseinandersetzen, hey, was kann ich der nächsten Generation vererben? So quasi, hey, was kann ich weitergeben? Und vielleicht denkst du dort viel zu fest an irdische Güter. Aber stell dir mal vor, was deine Kinder davon haben, wenn du Vergebung weitergibst. Versöhnte Familienbeziehungen sind so viel wertvoller als jedes Erbe, das du jemals könntest hinterlassen. Es ist so viel wichtiger, dass wir die Schätze von der Vergebung weitergeben. Hey, wenn irgendetwas ist zwischen dir und deinen Kindern, sprich doch jetzt einfach die Vergebung aus. Mach wieder gut, was falsch war. Und das ist wertvoller als jeder Schatz, den du sonst könntest geben. Ihr Eltern sprechen die Identität in eure Kinder drin hinein. Gebt Wort von der Ermutigung weiter. Hey, an deinem Arbeitsplatz, du kannst Schätze weiterverteilen. Du kannst das ganze Gelästere einfach unterbrechen und nicht mitmachen. Sondern du kannst der sein, der jetzt neu Wort von der Vergebung spricht. Der nicht mehr immer auf dem einen Kollegen rumhackt, der alles falsch macht und ein Vollidiot ist. Du bist der, der kann Ermutigung und Segen sprechen. Das ist wertvoller als jeder Schatz. Und noch mehr, du kannst Wort von der Hoffnung sprechen. Du und ich, wir haben eine Hoffnung, die gegründet ist in Jesus Christus. Diese Hoffnung kannst du weitergeben. Das ist wertvoller als jeder Saphir von dieser Welt je könnte sein. Und so möchte ich dich jetzt einfach ermutigen, du hast jetzt ein Stückchen Saphir, das heisst gesprochen, geredet. Nimm doch du jetzt das Stückchen Kristall mit in die nächste Woche, in die nächste Zeit rein. Vielleicht erinnert dich das immer wieder mal daran, was für einen Wert das Wort Gottes in deinem Leben hat. Und mehr noch, vielleicht erinnert dich das, ermutigt dich das, zum Schätze anfangen zu verteilen mit diesen Worten, die du redest. Sag das Wort vom Segen, von der Ermutigung, von der Stärkung, von der Vergebung oder von der Hoffnung. Wir können reiche Schätze anfangen zu verteilen. So möchte ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt einfach für dich beten, möchte ich segnen und dann steigen wir wieder rein in eine Zeit der Anbetung. Jesus Christus, wir wollen dir jetzt einfach zuerst Danke sagen für jedes Wort, das du schon in unser Leben hinein gesprochen hast. Für das gute Fundament, das du uns gibst. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns hilfst, in der nächsten Woche reich weiterzugeben. Dass wir Menschen sein dürfen, die grosszügig sind mit unseren Worten, die Schätze verteilen, die Hoffnung sprechen, die Identität über andere Menschen aussprechen, die andere Menschen stärken, die Vergebung weitergeben und die Wort von der Hoffnung und vom Leben geben. Segne du unsere Müller jetzt. Bitte dich, füll du unsere Herzen neu mit deinem Wort.
auf das unser Maul überläuft von dem, was du uns gegeben hast. Dass wir aus dem Reichtum von dir weitergeben können. Amen. Amen. Hey, lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit, wo wir einfach noch mal vor den Thron kommen, wo wir noch mal miteinander Gott die Ehre geben und ihn loben und preisen.